da tut das Herz weh. Da tut das Herz weh. Wenn du's merkst, ist jetzt spät. Du ist schon lang vorbei. Die Spur ist saudumm. Das ist sowas von saudumm. Du stehst mitten im Ring rum. Hey, wie blöd kann man sein? Da tut das Herz weh. Da tut doch das Herz weh. Zuerst ist alles sauschön. Am Schlag ist alles vorbei. Es ist geschehen, wenn so viel Liebe den anderen gar nicht interessiert. Oh du, wenn's jemanden brauchst, ist das nicht gut. Wenn dir der andere nur weh tut, so wie du, so tut das Herz weh. Da tut das Herz weh. Wenn du's merkst, ist jetzt spät. Da ist schon lang vorbei. Die Spur ist saudumm. Das ist sowas von saudumm. Da stehst mitten im Ring rum. Hey, wie blöd kann man sein? Es ist so geschehen, wenn so viel Liebe den anderen gar nicht interessiert. Oh du, wenn's jemanden brauchst, ist das nicht gut. Wenn dir der andere nur weh tut, so wie du. Das Herz weh, da tut doch das Herz weh. Zuerst ist alles sauschön, am Schluss ist alles vorbei. Da tut das Herz weh, du stehst im kalten Ring. Zuerst ist alles sauschön, alles vorbei. Da tut das Herz weh, tut das Herz doch weh. Da tut das Herz weh, dann ist alles vorbei. It's a Heartache, da tut das Herz weh, von Bonnie Tyler, 1977 aufgenommen, von vielen anderen auch aufgenommen. Der Rod Stewart hat eine sehr bekannte Version davon, aber ich bin Fan der Originalversion von der Bonnie, meiner alten Freundin, der Bonnie. Ein saucooler Song. Ich habe tatsächlich den nicht mehr so auf dem Schirm gehabt irgendwie. Ich merke in letzter Zeit, dass ganz oft so Songs großartig zum Übersetzen sind, so ins Bayerische zum Holen sind, die ich früher als Bub im Radio gehört habe. Meine Eltern haben eigentlich den ganzen Tag Radio laufen gehabt. In meiner Erinnerung zumindest. Ich habe es noch nicht gefragt, ob das wirklich so stimmt. Und ich war immer schon hingezogen zur Musik einfach, nicht? Zu dem, was man halt da so gehört hat. Wir sind nicht wirklich auf Konzerte oder sowas gegangen. Ja. Das heißt, das war meine einzige Source-Musik. Und da sind natürlich dann auch so Sachen gekommen wie It's a Heartache und The Boxer und sowas. Ne? Viele von diesen
Songs, die ich zurzeit raushaue mit meinen Coverschmankerl, mit meinen bayerischen Versionen. Und wie so viele von denen, irgendwann, ne, verschwinden die einfach so aus dem Blickfeld, man hört sich andere Musik an und kommt gar nicht mehr da drauf. Ne? Ich höre tatsächlich überhaupt kein Radio mehr, das heißt, da habe ich auch keinen Input mehr in der Richtung. Und vor kurzem bin ich wieder auf ein Video gekommen, das ich tatsächlich das letzte Mal auch vor ewig langer Zeit gesehen habe. Und zwar ist das vom Wellington Ukulele Orchester. Ich glaube, inzwischen gibt es nicht mehr, aber die haben vor, weiß ich nicht, schon 10 Jahren oder sowas, haben die eine Coverversion, eine Ukulelen-Coverversion von It's a Heartache rausgebracht. Und die ist mir vor kurzem wieder vorgeschlagen worden irgendwie. Und dann bin ich, ja, stimmt, der Song. Die müsst ihr unbedingt da mal auschecken, die Version von ihr. It's a Heartache mit Ukulelen gespielt. Tolle Version. Super schön. Und dann haben wir gedacht, stimmt, der Song, den muss ich probieren. Und ja, es hat sehr gut hingehauen. Da tut das Herz weh, finde ich, ist so ein starker Ausdruck. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Lasst mir einen Kommentar da oder ein Like, wenn es euch taugt, und unterstützt mich auf die verschiedenen Möglichkeiten. Schaut einfach mal in die Links rein. Was immer noch möglich ist, ich habe ein Live-Album veröffentlicht, das heißt No Sleep Till Ingolstadt. Das sind 75 Minuten oder so, 73 Minuten eines Abends, den ich in Ingolstadt mitgeschnitten habe, mit Songs, mit Geschichten, allem drum und dran. Und das gibt es jetzt exklusiv, entweder bei Auftritte von mir oder eben auf, der Link ist auch verlinkt. Genau, dann haben wir alles. Liken, kommentieren, kaufen. Hey, ihr seid verdammt, würde ich sagen. Jetzt kommen welche, die machen das monatlich und sagen, hey, wir helfen dem keiner, da seine Videos zu machen. Und das sind meine Patreons, denen bin ich ganz besonders dankbar. Vielen Dank auch an alle, die immer wieder was in den digitalen Kleingeldhut einschmeißen. Thank you very much. Und jetzt kommen meine Patreons.